Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Heute, Leute, wird's was geben. Lülülülülülülülü. Gil, der will im Dschungel leben. Lülülülülülülülü. So, das war ein bisschen cringe, aber hier schauen uns heute Alpha Kevin an. Gil Oferim zwischen Opferrolle und Dschungelcamp. Ich weiß nicht, hat der es wirklich noch so nötig? Wahrscheinlich. So extrem prominent war er ja nie. Weiß nicht, wie der die Barren gemacht hat, wie viel Barren er noch hat. Oder ob der von den Tantiemen, von den Mucken irgendwie noch leben kann, aber, oder vielleicht vom Erbe von seinem Vater, ich weiß es nicht. Aber hier, Lügenlord 2.0, Gil Oferim, bleibt einfach nicht aus der Öffentlichkeit raus. Ganz ehrlich, ist das irgendwas Masochistisches bei dem? Oder ich begreife das nicht. Alle paar Monate hängt er seine Fresse mal wieder in die Öffentlichkeit. Alles eskaliert und bewirft ihn mit Fäkalien. Und er denkt sich, ja, okay, war noch nicht ready, gut, dann probieren wir das in einem halben Jahr nochmal. Ich glaube, im Mai hat er dieses komische Comeback-Konzert, aber da waren 200 Hanseln dort. Das, keine Ahnung, ich hatte Livestreams, wo ich mehr Zuschauer hatte als Gil Oferim bei seinem komischen Konzert. Bild. Und jetzt will er anscheinend ins Dschungelcamp. Und Ahnung. Ich habe noch nie jemanden außer Rainer Winkler so dermaßen erbärmlich um die eigene Relevanz ringen sehen wie diesen Mann. Und dabei hätte er, ganz ehrlich, es ist alles genau wie Rainer auch vollkommen unnötig gewesen. Wenn er diese komische Lügenstory damals nicht erzählt hätte, dann wäre der heute noch irgendein Z-Promi, der hier und da mal irgendwo was singen darf. Oder irgendwelche Mädels, die jetzt in die 30er kommen, sich denken, den kenne ich noch von damals von der Bravo. So, und wenn er dann danach anders damit umgegangen wäre und gesagt hätte, hey Leute, ich hab da einen Bock geschossen, ich weiß nicht, was los war, war fürchterlich angefressen, einen schwierigen Tag gehabt, was weiß ich, die Ausreden sind. Und ich habe mich da hinreißen lassen. Ich weiß, wie fürchterlich das ist und ich tue jetzt alles dafür, das wieder gut zu machen. Es tut mir fürchterlich leid. Und dann auch wirklich aktiv wird, um das zu versuchen, wieder gut zu machen. Bevor das so eine jahrelange Eskalation geht, man dann versucht, mit irgendwelchen Winkler-Advokaten zusammen dann noch das so lange wie möglich rauszuzögern, um entweder den Typen, der ihn da angezeigt hat, so ein bisschen zu zermürben oder die ganze Nummer so ein bisschen aus dem Auge der Öffentlichkeit rauszunehmen, sodass die Leute sagen, ja, die Gil Oferim-Sache, weiß ich nicht mal genau, was da los war, ist schon so lange her. Um sich dann wieder ein besseres Licht rücken zu können, um da glimpflich aus der Sache rauszukommen, ohne sich dafür gerade machen zu müssen. Warum? Ne? Das hat's alles nicht besser gemacht. Und dann nochmal Interviews geben, in denen man sagt, ich habe die Schuld auf mich genommen. Nein, du hattest Schuld. Du hast da nichts auf dich genommen. Du warst derjenige, der hergegangen ist und die Scheiße gebaut hat. Punkt. Ende. Und ja. Und jetzt kommt er wieder, ne? Nachdem das mit dieser mit Musik-Comeback jetzt anscheinend nicht so gut funktioniert hat und ich nehme mal an, das Management, die ganzen anderen Leute, die an sowas mitverdienen, ne, Veranstalter etc. bla bla, werden auch gemerkt haben, okay, der gute Gil Oferim ist jetzt kein super krasser Publikumsmagnet mehr, so mit dem lassen sich keine Barren mehr machen, ne, kümmern wir uns lieber um andere Leute und jetzt nächste Verzweiflungstat für alle vollkommen in die Irrelevanz abgerutschten Z-Promis. Dschungelcamp. Let's go. Schaut das Ganze bei Alpha Kevin, ich verlinke euch den unten in der Beschreibung. Das ist wirklich ein Skandal. Gil hockt euch hier, sagen wir, mehrere, reißt seine Häube auf. Wir gingen einer in Gil Oferim mal wieder.
Farim zieht in den TV-Dschungel ein. Das war einer der ersten Kandidaten, wo es an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass er wohl wirklich mit dabei sein soll. Unter einem Instagram-Beitrag hagelt es Kritik. Gil Ofarim ist schon echt sehr grenzwertig. Gil Ofarim geht ins RTL Dschungelcamp. Weißt du, die Leute regen sich auf, der ist zu kontrovers, um ins Dschungelcamp zu gehen. Das ist die Abraumhalde für die hinterletzten Minusmenschen in der deutschen Öffentlichkeit. Ja? Die gehen ins Dschungelcamp. Und die Leute empfinden den sogar dafür zu unangenehm. Schwierig. Ernsthaft. Und er ist der erste Kandidat in der Geschichte vom Dschungelcamp, der seinen gelben Stern mitbringt, also ins Camp. Gil Ofarim, hätte ich auch nicht gedacht, dass der jemals wieder im Fernsehen auftaucht. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Ja, Leute, wir müssen heute mal wieder... Nicht nur du, lieber Alpha Kevin, nicht nur du. über Gil Ofarim sprechen, über seine Ankündigung fürs Dschungelcamp und über Ereignisse, die wir zuvor noch nicht behandelt haben auf meinem Kanal. Denn glaubt mir, dass dem Typ überhaupt noch eine Chance gegeben wird, im Fernsehen halbwegs Fuß zu fassen, ist wirklich absolut bodenlos und kann man auch wirklich nur RTL zutrauen. Vorausgesetzt, er ist dort auch wirklich am Ende des Tages dabei, denn RTL hat jetzt direkt keine Ankündigungen gegeben, die haben aber selber spekuliert. Dafür haben aber Zeitungen wie beispielsweise die Bild bekannt gegeben, dass er dort mit dabei sein wird. Und die sind generell jedes Jahr dafür bekannt, um die Kandidaten im Vorfeld zu leaken, und die liegen dabei auch meistens richtig. Krass eigentlich, ne? Dass die Bild irgendwo richtig liegt. Stark. Und Ja, selten genug kommt's vor. Wir haben neulich mit einer besseren Hälfte darüber unterhalten. Das Einzige, was du in der Bild wirklich lesen kannst, ist der Sportteil, ne? Weil die bei den Ergebnissen von irgendwelchen Fußballspielen können sie wenigstens nicht lügen. Die stehen fest. Ne? Da kann man nichts weglassen oder sowas, sind 2 Zahlen. Wenn sie eine davon weglassen ist. Aber ansonsten wirklich, lest nicht dieses Schmutzblatt. Lest nicht dieses Schmutzblatt. Das ist Gift fürs eigene Gehirn. die sind sich zumindest sehr, sehr sicher, dass Gil Ofarim dort mit dabei sein wird. Was man nicht alles macht für die Quote. Wow. Gut, dass wir erst zuletzt auf meinem Kanal über Alex Petrovic gesprochen haben und es dort natürlich auch einen Skandal nach... Alex Petrovic, das war dieser mit der maskuline Mann, Cringe-Dulli, oder? Alter, das ist auch maximal unangenehm, solche Gestalten. anderen um ihn gab, und RTL macht natürlich nichts dagegen. Da kann man dann auch ganz entspannt mal 3 Frauen ins Gesicht spucken, ohne dafür Konsequenzen zu erfahren. Auf dreckig. Klassiker. Aber heute geht es natürlich... Was? Und die anderen feiern es alle. Geil. Ja. Ich begreife die Menschheit nicht mehr. Ganz ehrlich, sowas, jetzt redet der alte Mann wieder vom Krieg, aber wenn sowas in den 90er Jahren im Fernsehen gelaufen wäre, die Nation hätte gebrannt. Die Nation hätte gebrannt, die wären mit Briefen von Leuten überflutet geworden, dass alles zu spät ist. Wahrscheinlich hätte die Bild-Zeitung eine Sonderausgabe draus gemacht. nicht um den maskulinen Mann, sondern um einen Lügenbaron, und zwar Gil Ofarim. Ich hatte ja schon am Anfang des Jahres ein Video zu ihm hochgeladen. Da ging es besonders um seine Konzertankündigung und um ein Interview bei RTL. Mittlerweile hat er dieses Konzert auch durchgeführt, darauf gehen wir später noch ein, und er hat auch ein Interview mit Stern TV gegeben, wo er ja damals direkt die Lüge über den Hotelmitarbeiter verbreitet hat. Das Problem an der Sache ist, wir Juden in Deutschland haben eine eigene Geschichte. Das heißt, wir haben eine Geschichte von Familienmitgliedern, die im Holocaust waren oder auch gestorben sind. Wir machen, oder man kann da und darf darüber keine Witze machen. Und man darf auch da sich keine erlogenen Geschichten aus dem Allerwertesten ziehen, lieber Gil Ofarim. Nachgesagt, es wäre hier ein PR-Zweck, um irgendetwas zu verkaufen. Mich bestürzt es total. Ich habe keine Worte dafür. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man mir sowas vorwerfen kann. Wir reden hier über Antisemitismus, und meine größte Sorge ist jetzt, dass in meinem Fall Menschen noch mehr eingeschüchtert werden, den Mund aufzumachen und sich noch weniger trauen, etwas dagegen zu tun. 12 Sekunden später. Die Vorwürfe treffen zu. Herr W., ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir leid. Und dann war es vorbei. Ich habe die Schuld auf mich genommen, um dem ein Ende zu setzen, weil... Ganz ehrlich, bei dem Satz,
dass der Typ, der ihn da interviewt hat, nicht aufgestanden ist und einfach gegangen. Sagt hier, Herr Oferim, wenn Sie die Scheiße hier nicht ernst nehmen, dann mache ich es auch nicht. Auf Wiedersehen. Hier, entweder ist jetzt hier Butter bei die Fische und du erzählst jetzt hier geradeaus, was war und machst dich einmal gerade, bist einmal ehrlich in deinem ganzen Scheißleben oder das Interview ist jetzt hier beendet. Wie man da noch sitzen kann und sich diese Scheiße von dem anhören kann. Ich habe die Schuld auf mich genommen, um dem ein Ende zu setzen. Nein, ne? Du hast kleinlaut zugegeben, dass du schuldig warst, weil kein Ausweg mehr da war. Weil dir deine Anwälte gesagt haben, lieber Herr Oferim, es gibt keine Chance, sich aus dieser Nummer nochmal rauszuwieseln. Ne? Und jede Sekunde, die ins Land geht, bevor sie sagen, ja, das stimmt, was mir vorgeworfen wird und es tut mir leid, jede Sekunde schadet dem Ausgang des Prozesses in ihre Richtung. Ne? Wenn sie es jetzt nicht zugeben, dann wird das richtig massivst explodieren, die Nummer. Ich war nicht mehr fähig weiterzumachen. Tja, das ist aber wirklich doof gelaufen. Und genau an dem Ort, wo er die Lüge ganz groß breit getreten hat, gab es nun noch ein Interview, wo er über die Folgen und negativen Auswirkungen über sich sprach. Denn neben dem Interview bei RTL, wo er meinte, dass er die Schuld nun auf sich nimmt, um dem Ganzen ein Ende zu setzen, was schon zeigt, dass der Typ sich immer noch im Recht fühlt bei der ganzen Lügengeschichte, hat er sich ebenfalls auch bei Stern TV wie das allergrößte Opfer verhalten. Denn wer hätte es gedacht, es dreht sich natürlich wie immer alles bloß um ihn, nur halt nicht um das Hotel, um das Opfer oder auch um die Juden, denen er Unrecht getan hat. Er ist nämlich der ganz, ganz Arme, der negative Auswirkungen bekam. Ich meine, seine Karriere ist am Arsch. Er hat psychische Probleme bekommen. Und natürlich spricht man dann auch keine Sekunde da. Der arme Gil Oferim. Oh, seine Karriere ist doch jetzt kaputt. Jetzt hat doch endlich mal wieder jemand Mitleid mit ihm. Der Mann hat dann seine, in Anführungsstrichen, Karriere. Wie gesagt, ich habe von dem davor noch nie was gehört. Ich musste mich nachträglich über den informieren. Bevor dieser Skandal aufgekocht ist, habe ich keine Ahnung gehabt, wer das ist. Seine tolle Karriere, die er halt auch wieder komplett selber torpediert hat. Erfolgreich, ne? Treffer versenkt. Ende Karriere. Passiert, ne? Soll aber vielleicht nicht in der Öffentlichkeit irgendwelche komischen Antisemitismus-Lügengeschichten erzählen. Weil da reagiert in Deutschland die Öffentlichkeit verständlicherweise sehr, sehr allergisch drauf, wenn sowas instrumentalisiert wird. Ja? Wir haben da geschichtlich eine gewisse Sensibilität entwickelt zu diesem Thema. Was auch notwendig war. Ne? Darüber, dass er dem Hotelmitarbeiter die Hölle heiß gemacht hat. Ich hatte ein gewaltiges Alkoholproblem und wie man auf den Bildern sehen konnte, ich war sehr aufgedunsen. Ich hatte 25 Kilo mehr als... Ja, lieber Gil Oferim, du hattest ein gewaltiges Alkoholproblem, vielleicht dann 2 Jahre später, als der Prozess dann da war, wo du es zugegeben hast. Du hattest, ich weiß nicht, ob du davor auch ein gewaltiges Alkoholproblem hattest, aber für mich hört sich das so an, boah, ja, keine Ahnung, ja, ich habe meine Frau geschlagen, ich war besoffen so. Das ist keine Ausrede für so eine Nummer. Rainer, ich muss immer, weil ich mache auch immer über dieselben Art von Charakteren Videos. Das kommt immer wieder dieser Winkler durch. Ich bezweifle, dass der von da, wo er dieses Video hochgeladen hat, wo er behauptet hat, er wäre da antisemitisch beleidigt worden, die kompletten 2 Jahre, bis dann dieser Prozess war, wo er zugegeben hat, dass er gelogen hat, dass er die kompletten 2 Jahre durchgängig betrunken war. Durchgängig betrunken und in irgendeiner Höhle, wo sonst keiner an ihn rangekommen ist. Niemand, der ihn kennt. Nicht seine Frau oder Ex-Frau oder was weiß ich. Noch irgendwelche Freunde, Familie, sonst irgendjemand, der den mal bei den Schultern nimmt und sagt, hier, Gil, du manövrierst dich in einen ganz riesengroßen Haufen Scheiße rein. Ne? Jetzt stell die Bierflasche auf die Seite und dusch dich und dann geh da raus und erzähl die Wahrheit. Ich bezweifle dass das nicht passiert ist, 2 Jahre lang. Dass er 2 Jahre lang war einfach durchgängig besoffen. Man sonst von mir kannte oder gewöhnt war. Das war meine Form von Schmerzlinderung, Einschlaftherapie.
Aber ich habe letztendlich mir selber geschadet damit. Welche Auswirkungen? Oh, der Arm. Oh, er hat sich selber geschadet, weil sie ihn so fertig gemacht hat. Die Lüge, die er selber in die Welt gesetzt hat. Hatte das Instagram-Video vom 5. Das ist gerade so, wie wenn ich mir in die Hosen scheiße und dann laufe ich rum und verteile das überall, schüttel das überall bei fremden Leuten auf dem Teppich unten aus dem Hosenbein raus. Und wenn dann danach alle sich beschwert haben, dann sage ich, ja, mir ging es da fürchterlich schlecht. Ich habe da den ganzen Tag Scheiße in der Hose gehabt und gestunken hat das fürchterlich. Habt ihr denn kein Mitleid mit mir? Nein, du Penner! Du hast mir auf den Teppich geschissen! Geh! 11. auf ihr Leben und ihre Karriere. Wow, es hat alles verändert. Es hat alles durcheinander gebracht. Alter, was für ein schlechter Schauspieler. Wow. Das hat alles... Gil, hast du damit, hast du mit der Masche mit 16 Jahren irgendwelche Teenager-Mädchen rumgekriegt, oder? Wow, Alter. Das hat alles verändert. Das hat alles durcheinander gebracht. Das war so ein... Boah, come on. Come on, ey, schenk dir die Milchbubi-Version von Udo Lindenberg. Kriegst du nicht gut hin. Ne? Wisch dir den Pubertätsflaum aus dem Gesicht und verpiss dich aus dem Internet, Alter. Und vor allem, es ist nichts mehr so wie zuvor. Ich bekomme schon fast Mitleid, so wie er dort sitzt und auf emotional tut. Nur mal kurz zur Info, Gil Ofarim hat dafür gesorgt, dass man besonders in der heutigen hitzigen Zeit die jüdische Gemeinde noch weniger ernst nimmt. Ich meine, der hat in diesem Szenario wirklich alle verarscht. Seien es die Demonstranten, die sich extra für ihn eingesetzt haben, um vor dem Hotel zu protestieren, die TV-Shows, die Fans und alle, die sonst irgendwas mit diesem Thema zu tun haben. Nur ja, und dem Typen, dem er den Vorwurf gemacht hat, der Herr W., hat halt einfach die komplette Existenz zerstört. Das muss man dazu sagen. Ne? Der Typ ist psychisch komplett im Arsch, weil er von heute auf morgen von einem wilden Mob bedrängt und bedroht wurde. Er, seine Familie, von jetzt auf gleich wegen nichts, einfach weil der Gil Ofarim kein Extrawürstel gekriegt hat. Der seinen Job da nicht mehr ausführen kann, den sein wirklich gutbürgerliches Leben komplett kaputt gefickt wurde von dieser Scheiße. Und jetzt setzt sich ein Gil Ofarim dahin und sagt, mir geht es so schlecht damit. Ey, ich könnte schon wieder, aber... Damit ihr jetzt mal ganz kurz versteht, welchen Schaden Gil Ofarim mit seiner Lüge verursacht hat. Er hat mit dem Vorwurf, dass der Hotelmitarbeiter ihm gegenüber antisemitisch gewesen sein soll, dafür gesorgt, dass der Mitarbeiter seinen Beruf in dem Hotel bis heute nicht mehr ausüben konnte. Demnach arbeitet er auch dort nicht mehr, obwohl er sehr angesehen war in diesem Hotel. Markus, der Hotelmitarbeiter, leidet seitdem unter Schlafstörungen und ist in psychologischer Behandlung. Denn durch die ganzen Anschuldigungen erfuhr er nicht nur Ablehnung und wurde aufs Massivste beleidigt und auch verleumdet. Nein, der bekam auch jede Menge Morddrohungen, nachdem deutsche Medien Markus identifiziert haben. Also, das ist halt keine kleine Sache, die Gil ihm hier unterstellte. Man hat damit seine Karriere, zumindest in diesem Hotel, komplett zerstört. Des Weiteren ist Gil mit seiner Lüge dafür verantwortlich, dass die Hotelkette laut Insider-Informationen einen Millionenschaden erlitt. Und ratet mal, wer nicht dafür aufkommen musste? Richtig, Gil Ofarim. Und ja, wovon auch? Also, keine Ahnung. So ein Gil Ofarim, der war jetzt nicht so ein A-List-Promi, dass der sich die Millionen aus dem Ärmel schütteln kann. Ne? Also auch wenn er dafür hätte aufkommen müssen, hätte er nicht bezahlen können, Digga. Das hätte er einfach nicht bezahlen können, glaube ich, oder? das, obwohl man ihn seiner Lüge überführen konnte, weil glücklicherweise eine Kamera in der Hotellobby alles aufgenommen hat. Also wir halten fest. Gil Ofarim, der zerstört einfach mal die Karriere eines Hotelmitarbeiters, sorgte dafür, dass dieser Hotelmitarbeiter Schlafstörungen hatte und psychische Schäden bekam. Und alles, was man danach von Gil Ofarim über diese Lüge hörte, waren folgende Worte. Wow, es hat alles verändert. Es hat alles durcheinander gebracht. Ich hatte 25 Kilo mehr, als man sonst von mir kannte. Ich hatte es sehr krank gemacht. Ich will dahin auf keinen Fall wieder zurück. Ich habe die Schuld auf mich genommen, um dem ein Ende zu setzen, weil ich war nicht mehr fähig, weiterzumachen. Weder mental noch, es ging nicht mehr. Der tiefste Punkt, ich weiß es nicht, es war eine ganze Zeit
am Tiefpunkt. Verzeihung, mir gehen gerade die ganzen Bilder durch den Kopf. Aber ich habe die Schuld auf mich genommen, um all dem auch ein Ende zu setzen. Also überlegt euch das mal bitte. Der Typ zerstört einfach einen unschuldigen Menschen mit einer groß aufgebauschten Lüge das Leben, nur damit er sich dann trotzdem nach der Überführung dieser Lüge als Opfer inszeniert. Er hat Brumm, 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 brumm. Ab geht's. Direkt in die Opferrolle mit 180. psychische Probleme bekommen und Alkohol getrunken. Das ist wirklich mies. Und Gil Ofarims Karriere ist dazu auch noch kaputt gegangen. Mann, das ist ja auch mega doof. By the way, hörte man von ihm auch kein Wort darüber, wie er über das Opfer denkt und was er diesem Opfer angetan hat. Ja, weil ihm das scheißegal ist. Weil ihm es vollkommen scheißegal ist, was er dem angetan hat, wie es dem geht. Vollkommen wurscht. Ja? In Gil Ofarims Mindset hat das der schon verdient, weil er hat ja dem hochheiligen Gil Ofarim kein Extrawürstel kredenzt. Ne? Dann hat er schon verdient, dass sein Leben zerstört ist. So denken diese Leute. Hat keine Entschuldigung, keine Einsicht, rein gar nichts. Das Einzige, was er mal in Richtung des Opfers gesagt hat. Und bevor mir jetzt irgendjemand mir Antisemitismus vorwirft, diese Leute, damit meine ich solche Narzissten, Arschlöcher wie Rainer etc., ne? Waren 3 Sätze. Das geschah aber nicht vor der Kamera, sondern bloß vor Gericht. Ich habe letztendlich, das Einzige, was ich gesagt habe, waren 3 Sätze. Die Vorwürfe treffen zu. Herr W., ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir leid. Ja, klasse, also wirklich super. Der Typ hält eine Lüge einfach 2 Jahre aufrecht, um sich selbst in den Mittelpunkt zu drängen, nur damit dann der Hotelmitarbeiter einen riesigen Schaden erleidet. Und am Ende kommt dann noch nicht mal eine große öffentliche Entschuldigung. Also das ist wirklich sehr nett und aufrichtig. Aber dieses Stern-TV-Interview, das geht natürlich noch weiter, denn da erkennt man auch mal wieder, wie unfassbar leid ihm der Mitarbeiter tut. Würden Sie es wieder tun? Man kann die Zeit... Ja, würde er. 100%ig. Ne? Der würde sagen, ja, ich würde es wieder tun, aber ich würde mir mehr Mühe geben, nicht erwischt zu werden. Das wäre ehrlich. Wenn er das nicht sagt, das wäre der einzige Satz, der ehrlich ist. Wenn er irgendwas anderes sagt, lügt er. Zeit nicht korrigieren oder die Zeit zurückdrehen. Und alles andere macht auch keinen Sinn. Er kriegt das nicht mal über die Lippen dahin, dass dann da noch wenigstens die Anstandslüge zu machen, sagt, nee, das würde ich nicht nochmal machen. Weil er müsste sich ja eingestehen, dass er was falsch gemacht hat. Ne? Wenn er jetzt hier sagt, nee, das würde ich nicht mehr so machen, müsste er sich eingestehen, dass er was falsch gemacht hat. Das kann er nicht. Ne? Das kann er einfach nicht. Es widert mich an Maximum. Aber würde ich in die Zeit zurückgehen können? Ich glaube, ich hätte es besser gelassen. Ja, ich glaube auch, dass du das besser gelassen hättest, ne? Im Übrigen, wo er sagt, er kann die Zeit nicht korrigieren, ratet mal, wie sein komisches Konzert hieß, also ein Comeback-Konzert, ne? Korrektur der Zeit. Kannst du es dir nicht ausdenken. Was für ein dämliches Schmierentheater, der jetzt hier gerade wieder abzieht. Weil das eine Lüge war und du versucht hast, Antisemitismus als Waffe einzusetzen, gegen jemanden, nur weil er dir keine Extrawurst gegeben hat. Das ist der Punkt. Deswegen wäre es dumm gewesen, das zu machen. Ja. Kann mein Leben und womöglich meine Karriere vor allem zerstört hat. Also hier auch schon wieder keine Rede davon, wie leid es einem doch tut und dass man einen Fehler gemacht hat, sondern vielmehr klingt das danach, dass er es sehr, sehr schade findet, dass er beim Lügen erwischt wurde. Ich meine, klingt das nach Reue und Einsicht für euch? Ich glaube, ich hätte es besser gelassen, weil der Ausgang mein Leben und womöglich meine Karriere vor allem zerstört hat. Das klingt halt jetzt wirklich nicht danach, dass ihm das Opfer leid tut und er die Lüge als komplett falsch empfindet, sondern vielmehr findet er es schade, dass ihm keiner mehr glaubt und seine Karriere zerstört wurde. Ja Mensch, also wirklich super aufrichtig an der Stelle. Wir hören aber natürlich noch weiter rein. Juristisch galt das als Erfolg. Sie sind als freier Mann aus dem Prozess gegangen. Ja, ganz ehrlich, er hat richtig Dusel gehabt. Da hat er richtig Dusel gehabt und das hätte auch nicht passieren dürfen. Das finde ich auch wieder so einen winkleresken Justizskandal, dass ich mir denke, Kollege, wer sowas abzieht, vor allem in Deutschland, gehört in den Knast. Juristisch, ja. Mein Leben heute ist ein sehr, sehr anderes als Ja, und wer ist da dran schuld? noch vor dem Prozess. Welche Gesundheit? Ist ja auch eine Unverschämtheit, ne? Dieser Herr W. von dem Westin Hotel, der hätte auch einfach sein dummes Maul halten und diese Vorwürfe hinnehmen können, damit der arme Gil Ofarim bei Stern TV sich weiter im Schritt lutschen lassen kann.
und da Publicity draus schiebt. Hätte er machen sollen. Ja? Was fällt dem ein? Welche Probleme hatten Sie damals? Ich litt unter Depression. Ich weiß nicht, was der Fachbegriff ist, eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja, lieber Gil Ofarim, wenn du nicht weißt, was der Fachbegriff ist, dann droppst du halt den Fachbegriff nicht irgendwie eine halbe Sekunde später, Digga. Hä? Das ist, also wenn da irgendjemand ein Flugzeugteil hat. So, was ist denn das für ein Teil? Ja, ich weiß nicht, was da der Fachbegriff ist, aber ich glaube, das ist hier so eine. Ich erfinde jetzt irgendwas. Rundbogenflansch, Injektionsdüse. Was weiß ich, ne? Modell ABC XYZ. Aber noch mehr, ich habe den Schmerz und die Depression gemeint und das war der große Fehler, ihn wegzutrinken. Das war, by the way, das Interview bei Stern TV auf dem Instagram. Ja, und der große Fehler ist, den Schmerz und die Depressionen wegzutrinken. Der große Fehler war nicht, dass das verletzte Ego aufgrund einer nicht bekommenen Extrabehandlung wegzulügen. Das war nicht der Fehler, sondern den darauf folgenden Schmerz und die Depressionen, die daraus entstanden sind, dass diese Lüge einem massivst um die Ohren gepfeffert wurde, dass man das weggesoffen hat. Ja, weiß ich nicht, Digga. Instagram-Kanal. Kein Wort über das Opfer und auch kein Wort darüber, was er alles falsch gemacht hat. Vielmehr fühlte es sich so an, als sei er der Arme, dem die ganze Zeit Unrecht getan wurde. Und jetzt müssen wir alle ganz stark Mitleid mit ihm haben, weil er seine Probleme wegtrinken wollte. Also nicht falsch verstehen. Ich wünsche niemandem Depressionen. Ich wünsche auch niemandem psychische Erkrankungen oder Schäden. Aber im Anbetracht dessen, was er halt einfach Markus angetan hat, ist das wirklich komplett... Ja, der nämlich eine wirkliche posttraumatische Belastungsstörung hat, weil ich glaube, für jemanden, der nicht in der Öffentlichkeit steht und der mit all solchen Sachen überhaupt nichts zu tun haben will und noch nie zu tun hatte, ist so ein plötzlicher offizieller Shitstorm, vor allem wenn es um so ein Thema geht, mit Morddrohungen gegen ihn, gegen seine Familie etc., glaube ich, unfassbar belastend. Ich kann es mir schwierig nachvollziehen, wie belastend das für diesen Mann gewesen sein muss. bodenlos, dass er die ganze Zeit nur über sich selbst und seine Probleme spricht. Nun ja, diese Interviews, die sorgten dann dafür, dass Gil Ofarim zumindest am Anfang des Jahres wieder etwas mehr Aufmerksamkeit bekam. Und das nutzte er natürlich auch gleichzeitig dafür, um sein großes Comeback anzukündigen. Das Ganze fand dann tatsächlich auch in der Bochumer Matrix statt. Und was soll ich sagen, das war halt wirklich ein größerer Flop, als ich dachte. Ich meine, sein Ankündigungsvideo hatte schließlich 30.000 Likes. Gut, man muss fairerweise sagen, das sind wahrscheinlich größtenteils Bots gewesen. Ja, Likes kannst du kaufen. Ne? Zuschauer für dein Konzert nicht. Vor allem, wenn man den Beitrag mit seinen anderen... Also nicht, wenn du mit dem Konzert noch was verdienen willst. Posts vergleicht und auch mal in die Kommentare schaut. Jedoch haben nach seiner Ankündigung dennoch viele Fans geschrieben, dass sie sich auf dieses Konzert freuen würden. Und da dachte ich mir natürlich, dass dieser Club easy ausverkauft wird, weil ich meine, da passen, glaube ich, gerade mal so um die 700 Leute rein. Aber ich bin doch etwas beruhigt, denn zu diesem Konzert kamen gerade mal 200 Leute zu Gil. Das hat ja auch mitbekommen, weil ich habe das natürlich weiter verfolgt, wo es dann hieß, ja, der will im Frühjahr ein großes Comeback-Konzert veranstalten damals. Da habe ich mir schon gedacht, wie dreist kann man eigentlich sein? Ne? Und dann dachte ich mir so, okay, wie viele Leute kommen da hin? Dann tatsächlich rausgefunden, 200 Leute waren da. 200. Wild lächerlich. Um zu hören, wie er so seine Lieder trällert. Natürlich sind 200 Menschen immer noch 200 Menschen zu viel, wenn ihr mich fragt. Ja. Aber es hat mich dennoch positiv überrascht, dass man ihm das nicht komplett verzeiht. Im Übrigen stand auch der Besitzer der Bochumer Matrix in der Kritik, weil man sich natürlich berechtigterweise fragt, warum man so einem Lügner so eine Bühne gibt. Darauf ja, ganz ehrlich, es sind schon Leute wegen deutlich weniger gecancelt worden. Aber wirklich, wegen deutlich weniger. Wo Aufschrei gab, wo die Leute demonstriert haben, so, den lasst ihr auftreten. Ne? Stellenweise wegen Bullshit, wegen nichts. Ne? Wegen Sachen, die entweder komplett irre waren oder einfach nicht bewiesen. Ne? Wir nehmen wieder mal den Rammstein-Skandal her. Ah ja, hier
drogensüchtige, psychisch Kranke hat irgendeinen Bullshit verzapft und ein Haufen Leute sind auf den Wagen mit aufgesprungen. Gibt es irgendwelche Beweise? Nee. Wollen die Leute vor Gericht aussagen, oh, fuck no? Okay. Ist irgendwas? Nee, eigentlich nicht der Rede wert, was da Demonstrationen waren. Ich war in München auf dem Rammstein-Konzert zu dem Zeitpunkt, die waren im kompletten Olympiapark unterwegs und haben da demonstriert. Die haben die Leute, wo sie aus der U-Bahn rausgegangen sind, haben die mit Transparenten sind da Leute gestanden und haben gemeint, ja, hier dieses, jenes, ihr könnt doch da nicht und was macht ihr hier eigentlich? Meinte dann der Besitzer in dem Interview Folgendes. Er hat seine Strafe bekommen und dafür gezahlt. Jeder Mensch. Nein, hat er nicht. Nein, hat er nicht. Der hat in der allerletzten ihm möglichen Sekunde kleinlaut zugegeben, dass er das getan hat, um seiner Strafe, seiner gerechten Strafe zu entgehen. Das hat er gemacht. Und dann hat er sich gedacht, ja, okay, das ist jetzt das Kapitel beendet, dann kann ich jetzt wieder hier Mucke machen und es ist alles wieder so wie vorher. Ist ja jetzt Schwamm drüber, ne? Bin ja nicht verurteilt worden, dann ist ja nichts passiert, ne? Rainer Winkler Mindset. Statt eine zweite Chance verdient. Warum nicht auch Gil Ofarim? Okay, ich erkläre jetzt einfach mal dem Besitzer, weshalb Gil Ofarim keine zweite Chance, zumindest in der Hinsicht, verdient hat. Weil er sich nicht darum bemüht hat, eine zu kriegen. Ne? Eine zweite Chance bekommt jemand, der einsieht, dass er derjenige war, dass er hergegangen ist und die Scheiße gebaut hat und der ehrlich Reue dafür zeigt und der das wirklich ehrlich irgendwie wieder gut machen will. Solche Leute bekommen eine zweite Chance. Leute, die einfach weiter lügen und sich als Opfer hinstellen und alles tun, um einfach den Konsequenzen ihrer eigenen Handlungen zu entgehen, die verdienen auch keine zweite Chance. Also unabhängig davon, dass er schon mindestens mehr als 2 Chancen bekam, aber das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Gil Ofarim belog Juden über 2 Jahre lang permanent, bis dann die ersten Zweifel aufkamen aufgrund der Hotelaufnahmen, die alles auflösen konnten. Er sorgte für psychische Schäden, hat die Karriere von einem Menschen zerstört und die Hotelkette machte durch ihn Millionenverluste. Und jetzt könnte man tatsächlich meinen, dass er trotzdem eine zweite Chance verdient hat, wenn er doch einsichtig ist und Reue und Selbstreflexion in der Öffentlichkeit zeigt. Und ja, unter diesen Umständen wäre ich tatsächlich auch für eine Rehabilitation, weil ich meine, man muss ihn ja nicht für immer dafür verurteilen. Aber Leute, das hat Gil halt offensichtlich nicht gemacht. Der hat halt wirklich 3 Sätze zu dem Opfer gesprochen, wo er ein bisschen Einsicht gezeigt hat und das war's. Und das fand auch nur vor Gericht statt. In der Öffentlichkeit gab es bis dato gar keine Entschuldigung. Keine Reue, keine Einsicht, es ging nur um ihn und seine Probleme. Und im Übrigen finde ich es auch wirklich überraschend, wie gut das Karma in diesem Moment auch mal kickt. Neben seinem gefloppten Konzert war auch sein Comeback-Song namens Korrektur der Zeit wirklich kein Erfolg. Mit 50.000 Euro. Den habe ich mir wirklich absichtlich noch nicht angehört. Ja, den habe ich mir absichtlich noch nicht angehört. Vielleicht höre ich mir den nochmal an. Aufrufen und einer deaktivierten Kommentarspalte kann man schon deuten, wo bei ihm die Reise hingeht. Besonders, wenn man diesen Song mit seinen alten Liedern vergleicht, die er auf YouTube hochgeladen hat. Die hatten nämlich deutlich mehr Erfolg als das jetzt. Alter, der hat mit so einer Scheiße, was hat der hier? Vergleich, die er auf YouTube hochgeladen hat, die hatten alles auf Hoffnung. Allein die Titel sind schon wieder todescringe. Aber hier alles auf Hoffnung hat 900.000 Aufrufe gemacht vor 5 Jahren. Ein Teil von mir, 1,5 Millionen Aufrufe. Das ist unfassbar. So ein Rotz. nämlich deutlich mehr Erfolg als das jetzt. Machen wir aber nun mit Themen weiter, die ich hier auf dem Kanal so noch nicht angesprochen habe. Denn der Typ ist offenbar ein sogar noch größerer Lügner, als wir ohnehin dachten. Und es scheint auch einen Grund zu haben, weshalb seine Ex-Frau Verena damals einen Post absetzte, wo Gil Ofarim ein Pinocchio-T-Shirt trägt. Alter, wenn der jetzt 2 Euro noch verwemst hat, obendrauf, so dann ist Feierabend.
Und wollt ihr mal wissen, was unter anderem der Grund dafür war, weshalb sich Verena von Gil getrennt hat? Der Auslöser war damals Let's Dance gewesen, wo Gil mit der Tänzerin Ekaterina gewonnen hatte. Verena hatte nämlich... Okay, der hat sich heute nicht verwemst, sondern der hat einfach bloß seinen Shrimp nicht in seiner Hose gelassen anscheinend, oder wie schaut es aus? damals das Gefühl, dass Gil sie mit Ekaterina betrügt, denn laut ihr hat Gil sie schon mal in der Beziehung betrogen. Deshalb wahrscheinlich dann auch... Ein richtig sympathisches Kerlchen, ne? Ein richtig sympathisches Kerlchen, der wird mir von Information über Information, die ich über ihn bekomme, immer sympathischer. Auch dieses Pinocchio-Bild von ihr, weil Gil laut seiner eigenen Ex-Frau schon immer ein Betrüger und Lügner war. Und da passt sein Lügenverhalten halt auch wirklich sehr gut ins Bild, wenn man die Aussagen und Handlungen... Vielleicht sollte Gil Ofarim wirklich einfach als nächstes den Lügenlord-Song singen. Beide. Also den Original, den ich gerade gesungen habe, und den Lügenlord. Die beiden Sachen. Vielleicht hätte das Erfolg. Der Ex-Frau verfolgt. Gil meinte übrigens damals auch, dass seine Kinder besser bei ihm aufgehoben sind als bei seiner Ex-Frau Verena. Er hatte damals einfach seine Kinder zu sich genommen, als sie in einer Tagesklinik war. Sie hatte nämlich psychische Probleme und irgendwann ging der ganze Fall auch vors Gericht. Und deshalb durfte Verena irgendwann auch nur noch ihre Kinder mit einer Aufsichtsperson sehen. Verena selbst meinte dann aber später in einem Interview, dass sie weder eine Gefahr für die Kinder noch eine schlechte Mutter war. Sie habe sich immer liebevoll um die Kinder gekümmert. Ob die Aussagen von Gil vor Gericht mit Absicht übertrieben waren, um das Sorgerecht zu bekommen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich war nicht mit dabei, aber es sagt halt schon... Keine Ahnung, vielleicht hat er vor Gericht behauptet, die Mutter hätte die Kinder antisemitisch beleidigt oder so. Keine Ahnung. Relativ viel aus, dass die Kinder mittlerweile hauptsächlich bei der Mutter wohnen, nachdem sie 3 Jahre dafür gekämpft hat. Also in der Historie rund um Gil Ofarim stellt sich schon die Frage... Vielleicht ist das auch so eine Nummer, die ihm sehr, sehr, sehr leid tut. Dass er vielleicht durch diesen Skandal der Mutter seiner Kinder eine Möglichkeit gegeben hat, ihn angreifbar zu machen und sich die Kinder wieder zu holen. Und jetzt hat er die Machtposition ihr gegenüber verloren. Das ist natürlich schrecklich. Karriere weg, Glaubwürdigkeit weg, Kohle weg, Frau und Kinder weg, und man kann die Frau dann nicht mal mehr erpressen, weil man die Kontrolle darüber hat, wann und wo sie ihre Kinder sehen darf. Scheiße gelaufen, Gil Ofarim. Richtig scheiße gelaufen. Man tut mir so fürchterlich leid. Frage, wie viel Wahrheit hinter seinen Aussagen und Taten steckt. Hier in dieser Familiensituation kenne ich jetzt natürlich nicht alle Hintergründe, um das irgendwie beurteilen zu können. Aber der Ausgang von den Streit rund um die Kinder ist jetzt im Nachgang schon ziemlich komisch, oder? Also wir haben hier jemanden, der nicht nur lügt, sondern sich auch selbst wie das größte Opfer in gefühlt jeder Situation wahrnimmt. Und dennoch gibt es verhältnismäßig ziemlich viele Fans da draußen, die ihn komplett vergöttern und abfeiern. Das erkennt man besonders unter seinen Facebook-Posts. Und da will ich euch jetzt einfach mal ein paar Kommentare nicht vorenthalten. Benjamin schreibt: Hört auf mit eurem Hass. Was ist in euch gefahren? Gil macht doch eigentlich nur Musik. Das ist kein Verbrechen. Flachzangen. Der macht doch nur sein Zeug. Rechts oben ist doch der X-Button, ne? Ja, aber für den Markus W. vom Westin Hotel in Leipzig, da gab es halt oben rechts keinen X-Button, ne? Stimmt, also seine Lüge, weshalb er einen riesigen Skandal erzeugte, hatte definitiv richtig viel mit Musik zu tun. Nee, Benjamin, also du hast auf jeden Fall den Durchblick. Shalom Gil Ofarim, you are right. Du machst deinen Weg und das ist, was zählt. Die Zukunft ist, was wir alle im Auge behalten sollen. Aber Gott sei Dank sind die Leute, die so einen komplett hirnverbrannten Bullshit ins Internet schreiben, nie irgendwie bei Reini gelandet. Aber stellt euch mal vor, Reini hätte tatsächlich solche Leute irgendwie, aber das ist, glaube ich, das sind die Leute, die sind einfach auf eine todescringige Art und Weise irgendwann vor 10, 20 Jahren, als der irgendwann mal in der Bravo war, in eine so dermaßen obsessive, parasoziale Beziehung mit dem reingetaucht, dass sie den gegen alles defenden. Dass die den wirklich gegen alles defenden. Ich glaube, der könnte... Keine Ahnung, ich glaube, der könnte Hundebabys in den Sack tun und damit seine Frau verprügeln. Und die würden trotzdem noch sagen, ja, jetzt lass doch mal den armen Gil Ofarim in Ruhe, der macht doch nur sein Zeug, der singt doch so schön.
Ich halte solche Leute einfach nicht aus. Ich halte das im Kopf. Wenn ich sowas hier lese, ganz ehrlich, da denke ich mir, irgendjemand braucht da mal Orientierungswatschen vielleicht. Weil die sind ja nicht mal richtig im Kopf, oder? wollten und nicht die Vergangenheit. Du hast genau die an deiner Seite, die wichtig sind. Ja, genau die wichtig sind. Einfach wirklich Ja-Sager und speichelleckende Leute ohne Rückgrat. Genauso einer, wie du einer bist. Ja? Rückgratlose Minusmenschen. Die hast du an deiner Seite. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute dir. Stimmt, natürlich zählt nur die Zukunft und nicht die Vergangenheit, weil dann müsste man sich ja sonst mit seinen Lügen aktiv auseinandersetzen und sich vielleicht doch irgendwann mal entschuldigen. Ich finde es wirklich toll, wie Gil von seinen Fans gewhite-knighted wird, damit er sich endlich besser fühlen kann. Auch meine Meinung, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Die ihn hier so niedermachen, sind nicht besser als das, was sie hier anprangern. Doch. Ich habe weder jemanden antisemitisch irgendwie fertig gemacht, noch habe ich irgendwelche Lügengeschichten darüber erfunden, dass irgendwer antisemitisch irgendjemand anderen fertig gemacht hätte. Noch habe ich jemals meine Frau betrogen. Also ich glaube schon, dass ich da ein besserer Mensch bin als Gil Ofarim, ne? Stimmt, liebe Hiltrud, wenn man fehlende Einsicht und Reflexion bei Gil kritisiert, dann ist man genauso schlimm wie Gil selbst. Du hast natürlich komplett recht und ich werde natürlich dieses Video nach 24 Stunden löschen, weil ich sonst einfach nicht besser bin. Jeder macht einen Fehler, einer macht einen Fehler, was man gut machen kann, andere machen Fehler, das man nicht mehr gut machen kann, aber bereut es. Ich finde es mutig von ihm, neu anzufangen. Ja, mutig ist auch, mutig kann man so sagen. Das ist ein schöner Euphemismus. Ja? Vollkommen Delulu, kann man auch dazu sagen. Dass er sich denkt, ja, das werden die Leute schon vergessen haben. Die Kleinigkeit da mit dem Westin-Hotel, so Korrektur der Zeit, etc. Machen wir weiter. Sag mal, Marina, haben wir eigentlich hier das Gleiche über Gil wahrgenommen? Wo zeigt er denn bitte Reue? Das ist der nächste Punkt. Er zeigt ja null Reue. Also, er zeigt ja schon, sagen wir mal, Bedauern darüber, dass er so negative Konsequenzen dadurch hatte, aber er zeigt ja null Reue. Zeige mir bitte irgendwelche Ausschnitte in der Öffentlichkeit. Und im Übrigen, ich glaube, nicht jeder macht einen Fehler, wo Millionenschäden zustande kommen oder wo Menschen aktiv psychische Probleme bekamen. Boah, was für ekelhafte Kommentare. Wer hat noch keinen Fehler, kleinen oder großen gemacht? Aber im Netz hat fast jeder eine bösartige Meinung. Frag mich, ob sie im Realen auch so ekelhaft bösartig sind. Ja, bin ich. Also ich bin eigentlich wirklich, ihr mögt es mir vielleicht nicht glauben, je nach, ne, wenn ihr mich nur kennt über meine Videos, wo ihr ein bisschen immer der grantige Bayer mit dem hohen Puls bin, aber ich bin eigentlich wirklich kein bösartiger Mensch. Ich krieg nur relativ schnell Hasslatte, wenn ich sowas mitkrieg, ne? Wenn ich rücksichtslose, egoistische Dreckscheiße mitkriege, da krieg ich halt Zorn. Stimmt, wer hat noch nicht über Antisemitismus-Erfahrungen gelogen und sich einen Tag später zu Stern TV gesetzt, um das Hotel und auch den Mitarbeitern in den Dreck zu ziehen? Ja, richtig. Auch schon, ich bin zwar gar kein Jude, aber ich bin auch schon antisemitisch beleidigt worden. Jetzt wisst ihr's. Halt dein Maul, Gil Ofarim, halt einfach dein Maul. Ja, Tina, also du hast an der Stelle wirklich definitiv recht. Die Kritiker sind in Real Life wirklich mega bösartig, dass sie so etwas nicht in Ordnung finden. Bester Artist, bitte alle Hater ignorieren. Bitte ändere deinen Namen, Bro. Bei dir ist nämlich die Hoffnung schon längst verloren. Weiter. Toller Mann, der eine zweite Chance verdient hat. Eine Sache verstehe ich nicht. Wenn ich jemanden nicht mag, folge ich ihm nicht in den sozialen Netzwerken. An alle fehlerlosen Nörgler mit weißer Weste. Verpisst euch. Das halt Reiners X-Button Monolog hier. In Reihenform. Das Reiners X-Button Monolog. Stimmt, man sollte nämlich nicht. Hey, Facebook ist gefallen, oder? Facebook ist doch wirklich gefallen. Das ist doch nur noch dazu da, Memes zu farmen und das war's. Wirklich, als soziales Netzwerk ist auch vollkommen irrelevant. Da scheiden doch wirklich offensichtlich nur noch komplett Gehirnamputierte irgendwas da rein, oder?
nicht einfach kritisieren dürfen, wenn jemand einen groben Fehler begangen hat. Nee, der hat auf jeden Fall komplett recht. Solche Kommentare sieht man nur dauerhaft, weshalb man wirklich stärkste Schmerzen bekommt. Aber all in all wurde er trotzdem von vielen Leuten da draußen weiterhin bis heute kritisiert. Und wie gesagt, hätte Gil die Eier gehabt, einfach mal in der Öffentlichkeit eine Entschuldigung abzugeben oder wirklich mal Reue zu zeigen, dann könnten wir hier ja wirklich ernsthaft von einer zweiten Chance sprechen. Richtig. Das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, niemand von den Leuten, die allermeisten, es gibt sicher irgendwelche Leute, die sagen, scheißegal, was der macht, ne? Niemand von den Leuten, sage ich jetzt einfach mal, die ihn da so scharf kritisieren, inklusive mir, also ich schließe es dann mal von mir auf andere Leute, wären grundsätzlich nicht bereit, dem Mann eine zweite Chance zu geben. Ich glaube nur, dass er halt selber dafür was tun muss. Wenn jetzt ein Gil Ofarim nicht 2 Jahre gewartet hätte, die Scheiße zuzugeben, sondern das relativ zeitnah danach gemacht hat. Keine Ahnung, vielleicht nach dem 2. oder 3. Stern-TV-Besuch. Und als dann rausgekommen ist, Moment, wir haben hier diese Aufnahmen und er dann schon gemerkt hat, ich bin hier offensichtlich erwischt worden. Aus der Nummer komme ich so leicht nicht mehr raus. Ne, wenn er da gesagt hätte, okay, ich habe mich hier in was verrannt. Alle Karten auf den Tisch gelegt, sich komplett auf allen seinen eigenen Social Media Kanälen dafür gerade gemacht hätte. Ne? Und vielleicht den Kontakt gesucht hätte, und jetzt pass auf, zum West-In und zu diesem Herrn W. und denen angeboten hätte, dass er sowas sagt wie, ich habe meine Reichweite dafür benutzt, euch zu schaden. Und das war ein Fehler und das tut mir leid. Und ich bereue das wirklich ehrlich und inständig und ich möchte das wieder gut machen. Und deswegen möchte ich meine Reichweite jetzt dazu benutzen, euch die Plattform zu geben, damit wir das gemeinsam richtigstellen. Damit wirklich alle Flecken aus eurer weißen Weste herausgewaschen werden. Und dann gehe ich jetzt mit euch zusammen zu Spiegel TV. Ja? Oder nur mit dem Herrn W. Oder Stern TV oder wo er nicht überall war. Ich gehe dahin zu Stern TV und ich setze mich da mit dir da rein. Und ich mache mich zu 100% gerade. Und ich lasse deine Geschichte erzählen. Und ich höre mir an, was du mir auch zu sagen hast. Ohne Ja, aber, ohne irgendwelche Rechtfertigungen, ohne irgendein Geheule, ich habe bloß gesoffen und ne? Sondern ich halt einfach mein dummes Lügenmaul und gebe dir die Bühne und lass dich die Sachen richtigstellen auf meiner Plattform. Und danach, keine Ahnung, vielleicht nicht einen Song machen wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gehört, was er da geschrieben hat. Ich habe es wieder vergessen. Irgendwas, Veränderung der Zeit oder irgend so ein Shit. Sondern vielleicht einen Song darüber machen, in dem es darum geht, dass er den schwersten Fehler seines Lebens begangen hat und dass ihm das leid tut. Ne? Wo dann vielleicht Textzeilen drin vorkommen, wie ich habe aus egoistischen Gründen gelogen. Solche Sachen. Das könnte er mit seiner Musik verarbeiten auf seiner Bühne. Und wenn er sich da gerade gemacht hätte und dann auch vielleicht dazu aufgefordert hätte, hey Leute, an alle Leute, die diesem Mann, den ich hier unschuldig verdächtigt habe, dem ich Dinge vorgeworfen habe, die er nicht getan hat, wenn alle Leute, die ihn deswegen angegangen haben, mit Drohungen, mit was weiß ich, die haben mir ja Morddrohungen geschickt, etc., dass die sich vielleicht die Mühe geben, da nochmal, schreibt es hier drunter, unter die Kommentare da, dort, auf all meinen Social Media Plattformen. Oder schreibt es dem Mann, ihr hattet den Antrieb, dem Mann eine Morddrohung zu schicken, dann schickt es ihm vielleicht eine Entschuldigungs-E-Mail. Das heißt ja im Übrigen, Entschuldigung, Herr W., ich habe dem Gil Ofarim geglaubt und ich habe sie für ein antisemitisches Arschloch gehalten. Und da ist es mit mir durchgegangen, weil vielleicht selber Erfahrungen oder was weiß ich. Es tut mir fürchterlich, fürchterlich leid, was ich da geschrieben habe. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Um zu versuchen, irgendwie ganz gut machen, wird man es nicht können. Aber so ein bisschen wieder gut machen. Er hat ja nichts davon getan. Und wenn du nichts davon tust, hast du meiner Meinung nach auch keine zweite Chance verdient. Es sieht aber wirklich alles danach aus, dass Gil sich hier nicht als den Täter wahrnimmt, sondern als das arme Opfer.
was selber nun Probleme hat, was die Karriere angeht. Deswegen spricht er auch nicht über Markus, dem er die ganze Zeit Unrecht getan hat. Und dass man mit diesen ganzen Hintergründen, die wirklich nicht gerade sehr ordentlich ausschauen, einen Gil Ofarim zum Dschungelcamp einlädt, würde halt echt sehr viel über RTL aussagen. Aber ich sag mal so, wen wundert's? Es gibt jetzt natürlich auch einige Menschen da draußen, die im Falle dessen, sollte Gil dort wirklich antreten, Wenn Gil Ofarim ins Dschungelcamp geht, dann können die Rainer auch ins Dschungelcamp packen. Können wir bitte jetzt endlich die Petition anfangen? Ich glaube, ich setze Petition auf, dass Rainer Winkler ins Dschungelcamp kommt. Und die schicken wir dann an RTL. Bitte Rainer ins Dschungelcamp. Ihr hattet schon räudigere Leute da dort. RTL bzw. das Dschungelcamp boykottieren würden. Und das wäre auch der richtige Schritt, sollte er in diesem Falle tatsächlich mit dabei sein. Sollte man das Dschungelcamp aber... Jetzt überlegt euch, wer da schon alles im Dschungelcamp war. Was da schon für Leute drin waren. Was die schon alles abgezogen haben. Wie viele Skandale ein 24 Tim hatte. Ne? Flutopfer monetarisieren. Auch das, was Rainer massiv vorgeworfen wurde. Flutopfer monetarisieren. Hier für weitere Flutvideos folgt mir auf bla bla bla. Ne? Einfach nicht irgendwie versuchen, mit der eigenen Reichweite den Leuten zu helfen, sondern versuchen, die eigene Reichweite zu benutzen, um aus dem Leid der anderen Leute Kohle rauszuziehen. So was hat 24 Tim gemacht zum Beispiel. Der war im Dschungelcamp. Da gab es zwar auch eine oder andere Kritik, aber nicht so ein Boykottaufruf wie jetzt bei Gil Ofarim. Das müsst ihr euch vorstellen, was der dann, ne? Bild. Dennoch schauen, wenn er dabei wäre, dann sorgt man dennoch dafür, dass ein Gil trotz seiner ganzen Lügen noch belohnt wird. Denn durch die Teilnahme wird er vermutlich ordentliches Geld verdienen. Deswegen gibt es jetzt nur eine Sache, die man als Das ist so krass, dass du einen niedrigen sechsstelligen Betrag kriegen kannst als Internet-Dulli oder ne, Z-Prominenter, der da in dieses Kack-Dschungelcamp geht. Alles, was du dafür machen musst, ein paar Kakerlaken fressen. Wilde Nummer. Ne? Das wäre zum Beispiel, wirklich, jetzt wäre eine Sache für Rainer. Packt Rainer ins Dschungelcamp. Packt Rainer ins Dschungelcamp, aber das Problem ist, sobald der dann in Deutschland wieder mit dem Flieger landet, müssen da schon seine Gläubiger stehen. Ne? Da muss da schon, die Kohle muss schon praktisch gepfändet werden, bevor der die Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen, weil ansonsten fährt er halt wieder im Ranger umeinander oder diesmal im Raptor, wenn er 100k kriegen würde. Aber ja, ne, packt Rainer Winkler ins Dschungelcamp und die Gage, die er dafür kriegt, die kann man dafür nehmen, dass er seine ganzen Schulden bezahlt. Außenstehender tun kann, um dafür zu sorgen, dass Gil dort nicht mit teilnimmt. Und zwar schaut die Sendung einfach nicht oder übt so starken Druck auf RTL aus, dass sie sich nicht dafür entscheiden, ihn überhaupt mit dazu zu holen. Denn wenn hier einer die letzten Jahre wirklich massiven Schaden angerichtet hat, dann ist das Gil. Und ich würde... Ganz ehrlich, ich bin ja selten dafür, Leute zu canceln, aber ein Gil Ofarim gehört gecancelt. Ein Gil Ofarim gehört einfach, der gehört in Grund und Boden gecancelt. Der Mann hat in der Öffentlichkeit nichts verloren, meiner Meinung nach. Weil er eben bewiesen, ich glaube, inzwischen ist es auch zu spät, wenn er auch jetzt ehrlich Reue zeigen würde, weil es kauft ihm kein Mensch mehr ab. Er hat sich einfach zu unglaubwürdig gemacht. Hier in diesem Video nicht in dieser Form so negativ über ihn reden, hätte er sich in der Vergangenheit mal wirklich einsichtig gezeigt. Was sagt ihr dazu? Ist es euch egal, ob er bei RTL die große Bühne bekommt oder findet ihr das ziemlich kritisch? Lasst es mich gerne wissen und abonniert gerne meinen Kanal, lasst gerne ein Like da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Bänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Und Medal of? Boah, die Nummer ist auch, aber da werde ich glaube ich nicht darauf reagieren, sondern da mache ich einfach mal so ein Meinungsvideo dazu. Ne? Das hier rechts hier, diese Fanblast-Nummer, die jetzt komplett eskaliert ist, weil erst vor ein paar Wochen Klängern und jetzt nochmal Rob Bubble, über den hatte ich Anfang des Jahres glaube ich noch ein Video gemacht, weil die exposed haben, dass diese Firma halt einfach offensichtlich gewerbsmäßigen Betrug begeht. Das ist wild. Aber da mache ich noch ein extriges
Da war noch ein extriges Video mal dazu. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten. Tut nicht, was Gil Ofarim tut. Unter gar keinen Umständen. Und Metal off.